Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Freunde, ihr habt es wahrscheinlich schon bei der Einleitung gesehen, das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, das neue FC-Torwart-Trikot. Ich möchte heute darüber eine kleine Review machen für euch. Und natürlich auch für mich als Komplettisten. Wir haben ja schon mal damit angefangen mit dieser kleinen Videoreihe. Und ich sag mal so, jetzt ist kurz vor Schlusspfiff. Die Videoreihe ist dann beendet, wenn das Karnevalstrikot raus ist. Also liebe Freunde, was weiß man denn mit so einem Torwart-Trikot anzufangen? Ganz einfach, es ist einfach was für Sammler und für Komplettisten. So wie mich, ich bin vielleicht nicht Komplettist, aber auf jeden Fall Sammler. Und da wir dieses Jahr einen neuen Stammtorhüter haben in Form von Jonas Urbik, das ist 100% so, da kann man von ausgehen. Ich meine, nichts gegen Marvin Schwäbe, den habe ich ja wirklich, ihr seht doch da im Hintergrund sein Trikot. Ihn habe ich auch gefeiert, aber ich hole mir ja nicht jedes Jahr ein neues Torwart-Trikot vom gleichen Spieler, deswegen war jetzt mal eine Gelegenheit und ja, schon die ersten Fotos, die haben schon darauf hingedeutet, dass das hier ein Kracher ist. Ich hatte euch auch schon gesagt, höchstwahrscheinlich wird das erste sein, wo ich sofort zuschlagen werde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell zuschlage, aber ich habe tags zuvor noch was auf eBay Kleinanzeigen verkauft bekommen. Und aufgrund dessen musste ich dann einfach zuschlagen, hat dann noch tatsächlich gereicht für das Torwart-Trikot. Aber ich hätte es niemals erwartet, was das für ein Hammerteil ist. Wie schön das Ding einfach ist, in Anbetracht dessen, dass es sich nicht um ein Trikot handelt, das in unseren Vereinsfarben gehalten ist. Also mir war schon klar, dass es geil aussieht, aber dass es so geil aussieht, als ich davor stand, dachte ich mir nur so, boah, jetzt haben wir den Salat. Und ich musste einfach zuschlagen. Das Teil ist einfach mega cool. Es ist einfach cool. Es hat sowas Graffiti-mäßiges, so modernes Grafikdesign. Die Farbwahl ist natürlich etwas gewagt für den einen oder anderen, aber wie das Ganze ineinander übergeht, gucken wir es uns zusammen an, Leute. Also, ich finde, das geht einfach alles perfekt ineinander über. Kennt ihr so früher diese Equalizer, die manchmal so angezeigt wurden in den Diskotheken? Ja, ungefähr daran erinnert mich das. Schrill, verrückt, auch meine Lieblingsfarbe Lila ist darin integriert. Was soll ich ja großartig sagen? Da kann man eigentlich nicht allzu viele Worte verlieren, weil ich einfach nichts zum Rumbitschen habe. Hier geht alles perfekt ineinander über. Das Gelb ist an den richtigen Stellen akzentiert. Gefällt mir wirklich verdammt gut. Okay, über das Pink kann man streiten, aber das geht gut über. Das geht gut ineinander über. Das hat so ein richtig, wie soll ich euch sagen, das hat so eine richtige Street Credibility. Das ist einfach so, das Ding ist irgendwie, ich will nicht sagen Gangster, aber irgendwie auch schon wieder. Es ist einfach irgendwie verdammt cool. Also das Teil wird auf jeden Fall im Urlaub getragen. Schauen wir uns nochmal den Bereich um das Wappen und Ausrüsterwappen auch nochmal an. Ja, was soll ich sagen? Das ist einfach so, das schreit nach Disco, das schreit nach Festivals. Das Ding ist einfach so ein richtiges Straßentrikot. Also, ja, ich bin zwar keiner, der jetzt hier einen auf Gangster macht oder sowas, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass dieses Ding hier in den ein oder anderen französischen Banlieues möglicherweise von dem einen oder anderen getragen werden könnte. Ja, sag ich ganz ehrlich. Also, es ist schon ziemlich cool. Es ist einfach so ein richtiges Straßentrikot einfach. Und vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo Trikots immer mehr sowas wie, wie soll ich sagen, Modeaccessoire werden. Wird öfter mal auch mittlerweile sogar schon von Frauen getragen. Und wir reden nicht von den Trikots von irgendwelchen Damenmannschaften, sondern tatsächlich halt, einfach so zwar meistens random, muss ich jetzt nicht feiern, aber andererseits für jemanden, der Trikots so sehr liebt, da fühle ich mich darin bestätigt, was das eigentlich für wirklich tolle Kleidungsstücke sind. Ich kann da ehrlich gesagt, wie soll ich sagen, ich bemühe mich da großartig mehr zu sagen. Ihr seht ja hier hinten im Nacken weiterhin unser Vereinswappen drin. Kann nicht oft genug sagen, wie ich das feiere, dass das jetzt fest integriert ist. Und im inneren Nackenbereich haben wir einfach unser Vereinswappen in transparent.
1. FC Köln, 1948. Ja, mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht, liebe Freunde. Also, wir werden relativ schnell zu der Bewertung kommen. Ich möchte euch nur noch mal zeigen, wenn ihr euch, also ich habe jetzt auf jeden Fall Jonas Obich hinten drauf. Das war für mich ganz klar, wenn wir einen neuen Stammtorhüter haben, dann werde ich auf jeden Fall dann wieder ein Torwart-Trikot kaufen. Und ich bin sehr erfreut, dass es genau solch ein Trikot geworden ist. Dass es genau so ein cooles Trikot geworden ist. Ich habe da natürlich jetzt hier beim Testspiel gegen Udine gesehen, dass er ein gelbes Torwart-Trikot anhatte. Aber ihr seht ja im Hintergrund, ne, haben wir jetzt oft genug gehabt. Ne, also das ist schon mal cool. Du musst dich ja so oder so farblich von deiner Mannschaft absetzen. Und da ist eigentlich alles richtig gemacht. Von daher perfekt. Das Ding ist für mich einfach nur perfekt. Aber hier, ihr könnt natürlich, wenn ihr euch fragt, was für Kleidungsstücke ihr damit kombinieren könnt, ich habe mir hier ein paar Sneaker herausgesucht, nachdem ich da ein bisschen herumgeforscht habe. Und diese 3 Modelle, sage ich euch ganz ehrlich, das könnt ihr geil kombinieren. Wobei meine Cousine, die ist Designerin, die sagt immer, weiße Sneaker, außer du trägst einen Anzug. Okay, Anzug kann man natürlich auch zu Turnschuhen tragen, aber weiße Turnschuhe geht zu alles. Also ich bin eher einer, der generell, wenn es um Turnschuhe geht, weiß trägt. Ja, das nochmal dazu. Und dann können wir eigentlich, heute können wir es eigentlich wirklich sehr kurz und knapp machen. Also besonders viel habe ich nicht zu erzählen. Wir kommen direkt mal zu der endgültigen Bewertung und der Schulnote, liebe Freunde. Also ihr wisst ja, bei mir gibt es Schulnoten. Das ist bei mir jetzt fest integriert. Für alles generell in Schulnoten, nicht 8 von 10, 10 von 10, bla bla bla. Das ist okay, wenn man so bewertet, aber nicht meine Schiene, die ich fahre. Von daher, also, es ist nicht das allerbeste Torwarttrikot aller Zeiten vom FC, aber es ist wahrscheinlich das zweitbeste. Aus meiner Sichtweise. Und ich habe ein paar schon gesehen, also das Bodo Illgner Torwarttrikot von Anfang der 90er mit den verrückten Elementen da drin. Das ist natürlich das beste Torwarttrikot, das der FC jemals hatte. Hat auch genau die Designwahl, die mir so zusagt. Und deswegen, während dieses Trikot eine 1 plus ist, von mir aus auch mit einem Sternchen, kurz und knapp, liebe Freunde, dieses neue Torwarttrikot ist eine glatte 1. Sehr gut. Einfach sehr gut. Das ist eine Note, die dem Ganzen für mich würdig wird. Und ich finde, das ist tatsächlich so aus meiner Sichtweise gerecht. Kann man natürlich auch anders sehen. Gibt wahrscheinlich einige, denen das zu ausgeflippt ist, die vielleicht auch die pinken Elemente stören. Kann ich komplett verstehen. Vielleicht wollen manche es einfach gehalten haben. Ich persönlich konnte nicht Nein sagen. Und da ich nicht Nein sagen konnte, obwohl ich wirklich mir Zeit lassen wollte dieses Jahr mit den Trikots, du hast mich aus der Reserve gelockt, liebes neues Torwarttrikot. Und damit hast du alles richtig gemacht. Und deswegen glatte 1, sehr gut. Ganz einfach 1, sehr gut. Alles richtig gemacht, sich Mühe gemacht und vielleicht nicht die beste Arbeit aller Zeiten geliefert, aber eine richtig gute in diesem Jahr. Und Stand jetzt ist das beste Trikot vom FC. Allerdings muss man immer anders bewerten. Heim- und Auswärtstrikot, die in den Vereinsfarben gehalten sind, sind natürlich relevanter. Aber so, wenn man halt alle Trikots, die rausgekommen sind, bisher bewertet, ist das beste Trikot für mich. Na, ich muss damit nicht recht haben, aber das ist so meine Einschätzung der ganzen Sache. Ja, Freunde, bevor wir zum Ende kommen, jetzt wird es Zeit für Danksagungen. Gestern Abend, oder vorgestern Abend, ich lade das hier am Montag hoch, also jetzt ist Montag, wenn ihr das hier guckt, habe ich dann in meine Analytics geguckt und ich sehe aktuell über 100 Follower. Und das nach 3 Wochen. Freunde, ich kann euch gar nicht genug sagen, wie viel mir das bedeutet. Ich weiß, eine Monetarisierung und dergleichen, das beginnt erst ab 5 bis 1000 Follower, was weiß ich. Aber das ist nicht die Absicht dahinter. Es ist einfach, sich selbst irgendwie zu verwirklichen, Spaß zu haben und dergleichen, das mit der Welt zu teilen. Und es war ein Experiment. Ich sag mal so, an der Stelle ist das Experiment Stand jetzt gelungen. Ich möchte mich an der Stelle bedanken, also wirklich, dass ich 3-stellig bin nach so kurzer Zeit, hätte ich mir nie im Leben vorstellen können. Und das habt ihr da draußen möglich gemacht. Und deswegen, diese Danksagung geht an alle, die diesem Kanal gefolgt sind, an meine OGs von Instagram, die hier teilweise rüber geschwappt sind, und all die anderen, die mich entdeckt haben und gesagt haben, der ist ein Abo wert. Dem folge ich jetzt. Und das motiviert mich weiterzumachen. Also auch vielen Dank an FC Fabio,
Du sagst immer, du glaubst an mich. Seitdem unsere Begegnung war eine schicksalhafte Begegnung. Seitdem haben wir auch zusammengearbeitet. Wir haben zusammen gechillt. Wir haben zusammen was unternommen. Wir sind Freunde geworden. Das ist einfach etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Und ebenso auch Kalle, danke, dass du mir die ersten Schritte auf YouTube ermöglicht hast. Unsere Zusammenarbeit, die werde ich niemals vergessen. Sie war ein wichtiges Kapitel in meinem Leben. Und ich finde es toll, dass du auch mein Solo-Projekt jetzt hier unterstützt oder beziehungsweise loyal supportest. Deswegen Friends Forever, denn wenn er Trümmelchen geht und meine Wenigkeit. Und genauso auch Pierre, du hast mich motiviert, du hast gesagt, also Köln Inside, du hast gesagt, du hast das Zeug dazu, probier's doch. So, was soll schon schief gehen, aber wenn du anfängst, dann sei aktiv, weil das wird sich irgendwann mal lohnen, wenn du wirklich am Ball bleibst. Und ich werde am Ball bleiben, mein lieber Pierre. Und Taubi, deine ganze Unterstützung, du bist hier regelmäßig am Kommentieren. Du hast auch gesagt, du feierst mich und dabei bist du so ein kritischer Mensch. Du bist, das finde ich aber gut bei dir. Wenn du sagst, etwas ist gut und gefällt dir, dann hat das was zu bedeuten, weil du bist keiner, der, und da der Kanal nicht monetarisiert ist, erlaube ich mir diese Wortwahl, du bist keiner, der lutscht. Und wenn du sagst, dir gefällt etwas und das ist gut, dann kann man das auch glauben. Von daher, Leute, für die stille Zuschauer sind, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Falls es euch gefällt, könnt ihr gerne auf Gefällt mir drücken. Und ja, für die es nicht wissen unter euch, gibt ein paar Ältere unter euch, die das vielleicht noch nie so beachtet haben, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und das war's dann an der Stelle, liebe Freunde. Jetzt verabschiede ich mich wirklich für heute mal. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.